Guten Morgen miteinander. Es ist richtig cool bei euch. Es geht mir gut. Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, auch bis zur Buchens. Buchen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine Woche gebucht, wo ihr mich hier unterbringen. Wir sind eine tolle Gemeinde. Ihr habt so viel sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst sind. Ihr habt eine Geschichte, ihr habt einen Leiterwechsel. Und es ist selten, dass das gelingt in der Geschichte. Habt dem Sorge. Ihr habt tolle Leute. Ich habe einige ja schon kennt von euch, andere jetzt gelernt kennen. Und ja, ihr seid gesegnet, habt dem Sorge. Danke vielmals, dass ihr ein Teil sein von euch. Ich möchte mit euch ein paar mentale Marker setzen, zuerst am Anfang vor meiner Predigt. Ich mache das manchmal beim Joggen. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jetzt nicht jeden Tag Jogger, aber wenn ich mal gehe, dann passiert es manchmal, dass ich den Eindruck habe, jetzt redet gerade Gott zu mir und er gibt mir Ideen und ich habe nichts zum Schreiben dabei. Und dann muss ich mir mentale Marker setzen. Also bei den Waldhütten ist mir der Gedanke gekommen, bei dieser dicken Eichen ist mir der Gedanke gekommen, bei dem ersten Haus im Quartier ist mir der Gedanke gekommen und dann versuche ich das zu repetieren, unterwegs auf dem Heimweg und daheim hocke ich, bevor ich unter die Dusche gehe, schweißgebadet, zuerst schnell hin und gehe nochmal meine Runde durch und dann kommen all die Gedanken meistens wieder. Also, wir setzen ein paar mentale Marker. Bitte merkt euch da das Stichwort Brot. Okay? Brot ist da. Jesus ist da. Okay? Also natürlich nicht nur, aber jetzt für heute. Maidröscher ist da. Nein, falsch. Exit. Jetzt mache ich selber genug. Exit ist da. Denkt jetzt nicht an eine Organisation, sondern an einen Ausgang. Exit. Exit ist da. Und dann ist da noch der Maidröscher. Okay? Brot, Jesus, Exit, Maidröscher. Wenn wir mal schauen, ob ihr das schon drin habt. Immer wenn ich nicht mehr hingehe, sage ich das entsprechende Wort. Es kommt noch mit einem gewissen Zögern. Können wir es ein bisschen entschiedener machen? So, jetzt können wir anfangen. Merkt euch das. Ich war mitten in meinem eigenen Studium, wo ich vielleicht meine allergrößte Glaubenskrise überhaupt hatte. Und es war ganz eklig. Du studierst biblische Wahrheiten, machst ein theologisches Studium. Ich habe mich vorbereitet auf eine Dogmatikprüfung, die geht um all die wesentlichen Glaubensinhalte. Und ich weiss auf einmal gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch glaube. Ob ich das noch glauben kann. Es ist mir so vorgekommen, wie wenn so vieles, was ich in den vergangenen Jahren gelebt habe, wie wenn das nur so ein bisschen gespielt gewesen wäre. Ich kann jetzt da nicht meine Geschichte erzählen, wie meine Beziehung mit Jesus Christus angefangen hat, aber es ist im Grunde genommen nicht ganz freiwillig passiert. Irgendein Pfarrer hat mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe nicht recht gemerkt, was da passiert. Naja, und dann bin ich so im CVJM Jugendarbeit sehr aktiv dabei gewesen, habe dort meine Rolle, auch Annahme gefunden, Beziehungen gefunden. Und dann mitten in meinem Studium die Krise. Und es ist für mich alles auf der Kippe gestanden. Ich wusste, das Studium machst du irgendwie jetzt fertig, aber ich weiß nicht, was mit meinem Glauben. Und das hat nicht mit dem Studium zu tun gehabt, dass das mein Glauben unterhöhlt hätte. Das gibt es ja auch. Es war eine ganz eigene existenzielle Krise gewesen. Und ich möchte mit euch in einen Bibeltext schauen, wo genau das auch passiert. Sogar mehr als das passiert. Was denn tatsächlich zu einem kommt. Genau. Tönt doch einmal euch ein Handy auf bei Johannes 6, scrollt ins 6. Kapitel und all die Leute, die noch echte Bibeln haben, schlagen einfach an der entsprechenden Stelle auf. Johannes 6. Ich schaue mit euch dann nachher in einen Abschnitt hinein, aber ich muss 2, 3 Vorbemerkungen machen.
Jesus hat in Kapitel 5, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt, hat er den Leuten Brot gegeben. Es ist ein Speisungswunder, das dort passiert. Und dann macht Jesus etwas ganz Interessantes. Er setzt die Geschichte fort, indem er eine lange Rede hält über das vom Leben. Und er sagt, das Brot vom Leben ist, das bin ich, Jesus. Genau. Er möchte also, dass sie das Wunder, was sie Brot bekommen, nicht falsch verstehen, sodass er jetzt im Grunde genommen von heute an jeden Tag so eine Tischlein-Deck-dich-Aktion würde lancieren. Und sagt darum, er sei das Brot vom Leben. Das ist eigentlich nur ein Zeichen. Das ist nicht etwas, das er wird regelmäßig wiederholen. Es ist nur ein Zeichen für etwas, nämlich, dass er das Brot vom Leben ist. Und die Reaktion der Leute auf die ist folgende. Wir lesen ab Vers 60, ich lese den Vers 60 vom 6. Kapitel und springe dann nachher gerade runter zum Vers 66. Also, Vers 60, da heißt es, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Jetzt gehe ich zum Vers 66. Und von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Und da sagte Jesus zu den 12, wollt vielleicht auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir sind zum Glauben gekommen und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch, die 12, erwählt und so weiter. Das ist eigentlich nicht mehr, das gehört nicht mehr zu meinem Text, den ich mit euch teilen möchte. Sondern einfach nur die Antwort von Jesus, du bist der Heilige Gottes, du bist der Messias. Wer von euch kennt Menschen, die einmal sehr engagiert in der Gemeinde, in der Nachfolge von Jesus dabei sind und es heute nicht mehr sind? Wer von euch kennt so Leute? Also Leute, wo etwas vielleicht Ähnliches passiert ist. Natürlich, das ist immer eine sehr individuelle Geschichte, das sind immer individuelle Geschichten. Aber wahrscheinlich ist dort auch so etwas passiert wie da. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und was mich erschüttert, das jedes Mal, wenn ich den Abschnitt lese. Viele seiner Jünger, es heißt nicht einige, es heißt nicht wenige, es heißt viele. Viele erleben eine Art Dekonstruktion, wie man dem heute sagt. Und sie können und wollen nicht mit Jesus gehen. Viele ziehen sich zurück, sagen Adieu. Und sie sind aber einmal ganz begeistert und mit Feuer wahrscheinlich Jesus nachgefolgt. Warum machen sie das? Warum machen sie das? Vielleicht haben sie gehofft, das wäre ein erster Grund, dass die Tischlein-Deck-dich-Geschichte sich jetzt dauernd wiederholt. Oder? Also, dass Jesus quasi noch mehr Brot und noch mehr und vielleicht Zöpfe. Ich habe heute ganz feine Zöpfe gehabt, weltbeste Zöpfe. Er hat vielleicht gehofft, es gab sogar eine Steigerung. Jesus sagt im Vers 26 in dem Kapitel, ihr sucht mich, weil ihr Zeichen, nicht weil ihr Zeichen gesehen habt, also nicht, weil ihr verstanden habt, was ich eigentlich nur will euch ein Zeichen geben. Also nicht, ihr habt den Täufer, die sind offenbar nicht verstanden, sondern weil ihr Brot gegessen habt, weil ihr satt geworden seid. Das heißt, die Menschen möchten von Jesus vor allem eins: Brot. Ein zweiter Grund, warum sie fortgehen. Jesus hat in dieser Rede im 6. Kapitel, bevor es dann zum Vers 60 kommt und Vers 66 bis 69, wo wir gerade gelesen haben, dort redet Jesus nicht nur von Brot, sondern er switcht auf einmal von «Ich bin das Brot des Lebens» zu ehrlicherweise schrägen Aussagen. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon gemerkt habt, wie schräg das die Bibel manchmal ist. Was für schräge Sachen sie eigentlich sagt. Meine Frau zeigt dann einmal, was wir alles glauben. Ja,
Und so eine schräge Aussage, die lesen wir jetzt gerade miteinander. Und zwar, es ist Vers 51 bis 55 im 6. Kapitel. Ich bin das lebendige Brot, Vers 51, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben dieser Welt. Und da gab es einen Streit unter den Juden und sie sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Und da sagte Jesus, ich komme zurück zum Bild vom Brot. Nein, er sagt, Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und nicht sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ein guter Miteinander. Da hat es noch kein Abendmahl gegeben, kein gestorbener und auferstandener Jesus. Da soll einer schlau werden, was der Jesus sagt. Es ist nicht nur verwirrlich, sondern es ist geradezu skandalös, was Jesus sagt. Denn seine Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen mit jüdischem Hintergrund. Und sie wissen eins, wenn es um Blut geht, das ist uns streng verboten, Blut zu uns zu nehmen. Findet ihr im Alten Testament mehrere ausdrückliche Verbote, das Blut zu sich zu nehmen. In Levitikus, in Genesis. Dort heißt es, denn Blut ist die Seele des Menschen und die ist heilig, sie gehört alleine Gott. Also Blut essen wird dort unter eine hohe Strafe gestellt. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, übrigens, mein Fleisch und mein Blut, esset's. Und wer das nicht isst, der versteht nicht, wer ich bin. Jesus provoziert Leute und ein Grund, warum Leute davonlaufen, hat auch mit dem zu tun. Jetzt immer dann, wenn Jesus etwas sehr Komisches sagt, von Hand abhacken ist die Rede, von Ertränken an einem Mühlstein, also es gibt ein paar tolle Geschichten im Neuen Testament. Es ist nicht immer alles so harmlos. Immer dann, wenn er das macht, ist es im Grunde genommen, redet er in einem Bild, er redet in einem Gleichnis. Und er meint es nicht ganz so wörtlich, wie es vielleicht auf den ersten Anhieb tönt, aber das erschließt sich nicht immer gerade sofort, dass er es nicht ganz wörtlich meint. Man muss tatsächlich ein bisschen länger hören, damit man versteht, wie er es meint. Also, er braucht Bildwort und will eigentlich etwas anderes sagen. Und du musst gut zuhören, damit du verstehst, was er eigentlich sagen will. Ich meine, wir kennen das auch. Wir haben auch so Bildwort. Zum Beispiel, es haut mir der Nucki raus. Wenn das ein 58-jähriger Mann wie ich sagt, es haut mir der Nucki raus, dann fragt ihr euch vielleicht schon ein bisschen, wie es bei dem daheim so hin und her geht, wenn es dem der Nucki raushaut. Oder wenn ich sage, ich bin explodiert. Stellt euch das mal bildlich vor. Da hast du fast das Gefühl, du siehst in einem Quentin Tarantino-Film. Also wir kennen das auch. Wir kennen Bildwort, wo man nicht wörtlich nehmen dürfte, weil sonst wäre es eigentlich unzumutbar, oder? Wir meinen etwas Positives mit explodieren, aber wenn du explodierst, also das ist nicht gut. Bildworte sind eine Spezialität von der Verkündigung von Jesus. Und er will damit eigentlich aufrütteln. Er will sagen, jetzt müsst ihr gut zuhören, sonst verpasst ihr etwas. Ich tue euch extra, ich will nicht, dass ihr einschlaft. Hört gut, was ich meine. Und du wirst es nicht auf Anhieb merken, du musst mir wirklich gut zuhören. Sonst wirst du dich nur frustriert von mir abwenden und sagen, das macht keinen Sinn. Und genau das macht da Jesus. Und das Interessante ist ja, dass nicht alle davon laufen. Eben, ich glaube, wir haben das nochmal in einer Einblendung, aber im Vers 67, da sagte Jesus zu den 12, wollt vielleicht auch ihr weggehen? Und der Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir sind zum Glauben gekommen und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also interessanterweise gibt es Jünger, die bleiben. Was haben die gehört? Was haben die möglicherweise gecheckt?
Ich vermute, die Jünger haben gemerkt, dass Jesus im Grunde genommen eine alte Geschichte erzählt, beziehungsweise an eine alte Geschichte erinnert. Im Alten Testament gibt es nämlich auch eine Geschichte mit Brot. Das Volk Israel verlässt Ägypten, kommt aus der Gefangenschaft raus, ist in der Wüste und sie haben Hunger nach Brot. Und dann jammert das Volk und der Mose wendet sich an Gott und dann kommt die Geschichte mit dem sogenannten Oh, jetzt habe ich Nasenblüten. Blut. Irgendwie hat mein Körper das ein bisschen persönlich genommen. Vielleicht hat man aber ein frisches Nasentüchchen. Das ist nicht ein Special Effekt jetzt, das ist nicht geplant. Okay. Wo sind wir gewesen? Beim Manna. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt da das Nastuch ein bisschen hebe. Ist das okay für euch? Ja, wenn es nicht ging, würde ich sagen. In der Regel hört es wieder auf. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so anmächerlich, aber Jesus ist manchmal eben auch nicht so anmächerlich gewesen. Wir kennen die Geschichte vom Manna, wo Jesus seinem Volk, nicht Jesus, wo Gott sein Volk mit Manna versorgt. Und er will damit sagen, ich weiss, ihr befindet euch in einer schwierigen Situation, Wüstenwanderung. Und ich will euch sagen, ich lasse euch nicht im Stich. Und wenn jetzt Jesus die Geschichte erzählt, er sei das Brot vom Leben, dann haben wahrscheinlich die Jünger verstanden, dass er im Grunde genommen die Geschichte in einer neuen Version erzählt. Denn das Volk Israel ist auch in einer schwierigen Situation. Sie sind unterdrückt von Römern. Ich glaube, ich muss schnell unterbrechen. Ja, ich hoffe nicht, dass der mentale Marker bei euch zurückbleibt. Ja. We had a bloody preacher here. Okay, also. Ich bin dort geblieben stehen, wo Jesus im Grunde genommen eine neue Version von dieser Manna-Geschichte erzählt. Und er möchte ihnen sagen, in dieser Not, wo das Volk sich jetzt befindet, unterdrückt von römischen Besatzern, keine Souveränität, beschränkt in ihrer Art und Weise, wie sie ihr Leben leben, wie sie ihren Glauben leben. Und in dieser Zeit wünschen sie sich natürlich vor allem eins von einem Messias, nämlich, dass er an diesen Umständen etwas ändert, dass er ihnen Brot gibt, dass er ihnen Befreiung gibt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, jawohl, ich gebe euch Befreiung, aber ganz eine andere Art, die ihr meint. Und das führt dazu, dass eben die einen, die da stark auf dieser Brotseite, Brot steht im Grunde genommen symbolisch für er verändert meine Lebensumstände, er verbessert meine Lebensumstände, er optimiert meine Lebensumstände. Und Jesus tut ja das manchmal. Er heilt Menschen, er speist Menschen, er befreit Menschen. Aber am Ende geht es ihm viel mehr um eine innere Form der Befreiung und nicht so sehr um eine äußere Form der Befreiung. Und für das steht eben Jesus. Er möchte, dass sie Jesus suchen. Und einige sind so irritiert, dass sie Exit wählen, weil er die Erwartung, die sie hatten, nicht erfüllt. Also, Menschen von der damaligen Zeit haben ein Erwartungsproblem gehabt. Und ich glaube, dass wir das manchmal auch haben in unserer Nachfolge von Jesus. Wir haben oft ein Erwartungsproblem. Es ist gut, dass wir Hoffnungen haben. Hoffnungen sind wichtig. Wir können nicht sein ohne Hoffnung. Hoffnungen werden dann zu einem Problem, wenn sie mit sehr fixen Bildern verbunden sind. Mit sehr fixen Erwartungen, wer jetzt Jesus ist und was er für mich soll tun. Das ist übrigens überhaupt im Leben noch so. Wenn du jemanden lernst kennen, du verliebst dich und du wagst mit dem dein Leben, dann hast du oft ganz bestimmte Bilder, wie das wird sein. Und ich kann dir garantieren, es wird anders sein. Vielleicht merkst du es nach einem Jahr, vielleicht merkst du es nach 5 Jahren, vielleicht merkst du es nach 20 Jahren.
Wenn du Kinder bekommst, machst du dir Bilder, wie das wird sein. Und ich kann dir garantieren, es wird anders sein. Wenn du in eine neue Kleingruppe kommst und du findest alle toll und du hast Vorstellungen, wie das wird sein und was das mit deinem Glauben macht, ich kann dir garantieren, es wird anders sein. Vielleicht besser. Es muss nicht immer schlechter sein, es kann besser sein. Die Variante nehmen wir gerne. Wäre komisch, wenn nicht. Aber manchmal wird es eben schwierig. Ich mag mich noch erinnern, als ich als 13-jähriger Bub mich unsterblich in die Andrea verliebt habe. Er hätte sie sehen, eine grosse, schlanke, mit schönen Kruseli. Und ich dachte, mit dieser Frau will ich alt werden. 13. Und ich habe allen Mut zusammengenommen, bin in der Pause unter einem Lindenbaum, wo sie gestanden ist mit ihren Freundinnen, und habe, egal wer da gerade noch rumsteht, gesagt: Andrea, ich möchte mit dir gehen. So haben wir das gesagt bei uns. Ich möchte mit dir gehen. Und ihre Freundinnen, pfff. Dann habe ich gedacht, okay, es ist jetzt schwierig wahrscheinlich. Und dann sagt sie: Ich überlege mir's. Okay, bin ich halt wieder gegangen. Und am nächsten Tag sagt sie, wieder so mit ihren Freundinnen zusammen: Ich habe mir es überlegt. Und dann sagt sie: Ich will nicht. Und ich bin heim, habe mich aufs Bett geschmissen und habe mich sowas von geschämt. Warum kommst du überhaupt auf die blöde Idee, vor allen anderen die zu fragen, ob sie dich will? Und dann überlegt sie einen Tag lang, ich weiß nicht, was sie überlegt hat, und sagt Nein. Das war eine sehr demütigende Erfahrung. Da sind Erwartungen enttäuscht worden. Vorstellungen, die ich hatte, sind enttäuscht worden. Und so gibt es das eben auch bei den Jüngern. Und einige zogen sich von da an zurück und sie gingen nicht länger mit ihm. Immer wenn wir enttäuscht werden, auch wenn Gott uns enttäuscht, ist das schmerzhaft, aber es ist immer auch eine Chance zu verstehen, es geht dem Jesus gar nicht so sehr um Brot, sondern es geht dem Jesus um Jesus. Er als Person möchte ihr Leben ausfüllen. Er als Person mit seinem Wesen möchte, das hat Bernadette uns so toll erklärt gestern, in die Intimität führen. Und merkt ihr, Brotessen ist wichtig. Wir können nicht sein ohne Essen. Wir können nicht sein ohne äußere Versorgung. Wir können auch nicht sein ohne Gottes Wunder. Und wir wollen das auch gar nicht sein. Aber am Ende ist das, was deine und meine Seele am meisten braucht, gar nicht so sehr das Wunder, so gern ich es nehme. Ich stehe nicht in die hinterste Reihe, das hinterste der Reihe, wenn es um Wunder geht. Ich stehe gerne vorne hin. Aber ich weiss, es geht Jesus um viel mehr. Es geht ihm um ihn und wer er möchte sein für mich. Und das ist vielleicht manchmal der Grund, warum auch heute Menschen den Weg von der Nachfolge verlassen. Sie haben sich falsche Vorstellungen gemacht. Und vielleicht sind wir sogar mitverantwortlich, dass sie sich die Vorstellungen gemacht haben. Weil wir ihnen eine Art von Jesus vorgestellt haben, wo ihre Probleme alle löst. Wo das Leben easy ist, wo es keine Fragen mehr gibt. Wo sich alles irgendwie erklärt, wo alles logisch ist und in der Bibel gibt es so überhaupt gar keinen einzigen Kommafehler. Und auf einmal merken sie, aber es gibt schon schwierige Sachen und es will niemand mit mir über das reden. Also manchmal tragen wir mit eine Verantwortung. Die Menschen wären nicht einmal so sehr enttäuscht von Jesus, wenn sie ihn wirklich kennen würden. Sie sind enttäuscht von dem Bild, das wir ihnen von Jesus präsentiert haben. Das geht nicht mehr auf in ihrem Leben. Und für das müssen wir uns entschuldigen. Für das müssen wir uns auch bei Gott entschuldigen, dass wir dazu beigetragen haben. Es hat vor einigen Jahren in der Zeitschrift Tierwelt, da bin ich selber noch ein Jugendlicher gewesen, wir haben die gehabt, daheim die Zeitschrift Tierwelt, hat es ein interessantes Inserat gegeben. Ich zeige euch das Inserat. Das Inserat ist ganz kurz gewesen. Ich suche Frau mit Mähdrescher. Interessenten melden sich bitte mit Bild unter Chiffre 5755. Was sucht der Bauer? Eine Frau oder ein Mähdrescher? Und von was sollen allfällige Interessentinnen denn ein Foto schicken?
Von sich oder vom Mähdrescher? Und so geht es manchen Leuten mit Jesus. Sie hoffen auf einen Mähdrescher. Das heisst, sie würden Jesus nachfolgen, wenn er in ihrem Leben ein paar Probleme einfach so wegnimmt und sie ganz schnell löst für sie. Also manchmal sind unsere Erwartungen, wenn wir uns in die Nachfolge von Jesus begeben, tatsächlich die, dass wir hoffen, er bringt einen Mähdrescher mit. Oder sogar 2 oder sogar 3. Also die meine praktische Ernteprobleme so bei dem Bauer würden lösen, möglichst gratis, oder? Weil sie bringt ihn ja mit. Kostet ja nichts. Gott verändert gerne Umstände. Ich will das nochmal sagen. Er verändert gerne Umstände zum Guten. Er greift ein. Er greift oft übernatürlich ein. Aber am Ende geht es ihm immer um ihn selber. Er möchte nicht, dass du dich in Mähdrescher verliebst. Er möchte, dass du mit ihm eine Beziehung hast. Egal, was er dir jetzt gerade mitbringt oder vielleicht auch nicht mitbringt. Im Blick auf deine Erwartungen, die du hast. Also er wiederholt die Wunder nicht in Endlosschlaufen. Und ich glaube, die Frage müssen wir uns manchmal auch wieder stellen. Wir müssen uns manchmal die Frage stellen, die Jesus da den Jüngern stellt. Wollt ihr auch weggehen? Also wenn du gemerkt hast, ich bin nicht einfach der jetzt einen Bäckereistand aufstellt und jeden Tag Brot verteilt. Ich bin jetzt der jedem einen Mähdrescher vorbeibringt, sondern ich bin Jesus. Und ich bin der dich nährt. Ich bin der dich versorgt. Ich bin der möchte ganz persönlich mit dir verbunden sein. Und dann, wenn wir das merken, ist das eine Irritation. Und dann müssen wir uns entscheiden, wollt ihr auch weggehen? Ist der Exit meine Antwort auf die Enttäuschung, die ich erlebe. Exit ist fast immer die Antwort auf eine Enttäuschung. Entweder ist man über Jesus enttäuscht oder über das Bild, das einem die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus präsentiert haben. Und man sagt, nein, ich will nicht. Es ist beides möglich. Und wir müssen uns die Frage manchmal auch wieder stellen. Vor allem dann, wenn etwas Irritierendes passiert in deinem Leben. Wenn du merkst, der Mähdrescher ist nicht gekommen, dann ist es manchmal gut, sich zu überlegen, will ich Jesus weiter nachfolgen, auch wenn es keinen Mähdrescher gibt? Willst du auch weggehen? Ich finde erstaunlich, in welcher Freiheit Jesus seinen Jüngern das fragt. Er sagt nicht, oh bitte geht nicht weg, ich bin denn so allein. Er sagt das überhaupt nicht selbstmitleidig, sondern er sagt, ihr dürft. Wollt ihr auch weggehen? Es ist okay. Wenn ich nicht das bin, was du jetzt erwartet hast, es ist okay. Du darfst gehen. Und sie sehen aber, dass er mehr ist. Sie sehen, wer er ist. Und sie sind bereit, sich auf den Jesus einzulassen. Und natürlich, die werden auch noch ein paar Krisen haben, wenn man dann weiterliest. Sieht man das. Sie haben dann manchmal gleich auch doch wieder das Gefühl, ach, so ein Mähdrescher wäre doch schon nicht schlecht. Als ich meine Glaubenskrise hatte, als ich am Anfang davon erzählt habe, da ist etwas Interessantes passiert. Ich hatte 2 Freunde, Studienkollegen, die haben zu mir Folgendes gesagt, als ich ihnen dann gesagt habe, dass ich im Moment gar nicht weiss, ob ich überhaupt weiter glauben will. Also ich bin genau an dem Punkt gestanden, will ich weggehen? Und dann sagen die zu mir Folgendes, okay Thomas, wir sehen, du bist in einer ernsthaften Situation, wir verbieten dir ab sofort zu beten. Wir verbieten dir ab sofort in der Bibel zu lesen. Es ist ja doch geheuchelt. Und du machst es dann höchstens, weil es da gerade alle anderen um dich herum machen. Du lesest nicht mehr in der Bibel, du betest nicht mehr, du tust nicht mehr fromm. Das machen wir für dich. Wir beten für dich, wir lesen in der Bibel für dich. Wir beten, dass Jesus mit dir zusammenkommt und du machst nichts mehr. Dann habe ich gesagt, ja, darf ich wenigstens etwas machen? Nämlich ein Psalm, Psalm 42, der hat mich so angesprochen. Wie ein Hirsch dürstet nach frischem Wasser. Wenn es dich Gott gibt, es ist so trocken da, aber wenn es da irgendwo doch Wasser gibt, dann möchte ich es entdecken, dann möchte ich es erleben, für mich ganz persönlich. Darf ich wenigstens die Psalmverse beten? Okay, Ausnahme, aber nicht weiter.
Und nach 2, 3 Monaten ist Jesus ganz langsam wie wieder auf mich zugekommen, hat mich an den Arm genommen. Es ist schwer zu beschreiben. Und ich habe gemerkt, ja, ich darf ihm vertrauen. Er ist vielleicht noch mal ganz, ganz anders, als ich jetzt all die Jahre gemeint habe. Und er wird vielleicht noch mal auf eine ganz andere Art und Weise mit mir unterwegs sein, als ich es bis jetzt gemacht habe. Und er wird weitergehen mit mir. Und wenn er so ist, dann werde ich weitergehen mit ihm. Und irgendwo habe ich dann meinen Kollegen gesagt, übrigens, ich bete wieder. Sie haben gesagt, ja, für das beten wir schon lange, dass du auch wieder mal kannst. Ich bin so dankbar für die Freunde. Die haben das Beste gemacht, was sie machen können. Ich sage nicht immer, das muss man so machen. Aber für mich war es das Beste. Einfach jetzt nicht mehr so tun, wie wenn. Und nicht das Gefühl haben, wenn ich es nicht mache, passiert etwas Schlimmes. Und gleichzeitig zu wissen, die machen es. Das war so befreiend für mich. Unglaublich befreiend. Und es hat mir erlaubt, dass die Tür wieder aufgeht und ich bin langsam von dem Exit-Gedanken wieder zurück, beziehungsweise ich habe das Gefühl gehabt, Jesus ist zu mir hierher gekommen und hat mich wieder zu sich geholt. Also überleg dir gut, wenn du an einem Moment stehst. Manchmal musst du Mut haben, dir die Frage zu stellen, willst du auch weggehen? Du darfst. Und es ist gut, wenn du weißt, warum du bei Jesus bleiben willst. Es ist gut, wenn du das weißt. Gib eine ehrliche Antwort. Für mich, und damit werde ich es abrunden, ich bin dankbar, dass sich da still hat, gibt es 3 Gründe, wenn ich zurückschaue, warum bin ich heute mit 59 noch bei Jesus. Gut, das hat bei mir ist immer noch ein bisschen riskant, oder? Ich stelle auch noch meinen Job in Frage, wenn ich plötzlich den Weg nicht mehr gehen will. Also ich muss mir manchmal auch fragen, bin ich eigentlich noch mit Jesus unterwegs, weil das mich meinen Job kosten, wenn ich es nicht wäre? Also das ist manchmal eine echte Herausforderung für vollzeitliche und teilzeitliche Mitarbeiter in ihrer Kirche. Die können es sich fast nicht erlauben, beziehungsweise es hat eine enorme Konsequenz. Aber es ist verlogen, wenn ich nur noch bei Jesus stehe, weil es um meinen Job geht. Es wäre verlogen. Wir halten 3 Sachen bei Jesus. Grund Nummer 1, ich bleibe bei Jesus, weil er bei mir bleibt. Es ist eigentlich so einfach. Er bleibt bei mir. Ich meine ja, manchmal sagt ganz viel mit meinem Entschluss, so mit meiner Entscheidung, bei Jesus zu bleiben und weiter mit ihm zu gehen. Und ja, unsere Entscheidungen sind nicht unwichtig. Aber Jesus sagt in Johannes 6, wo er über Brot und so redet, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also du kannst dich 100-mal für Jesus entscheiden. Das heißt noch nicht, dass du Jesus wirklich erfährst, wenn nicht Gott dir dann entgegenkommt, wenn du das machst. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Ich für mich kann für nichts garantieren. Ich sage das ganz ehrlich, ich kann für nichts garantieren. Wenn er der ist, der mich nicht mit loslässt, wenn er mich nicht loslässt, wenn er mir nachgeht, ja, dann gibt es Hoffnung. Für mich und für dich. Er gibt mich nicht auf. Und darum bin ich noch bei ihm. Also nicht meine Nachfolge ist das Geheimnis von meiner Nachfolge, sondern im Grunde genommen, dass er mir nachgeht. Ich sage nicht, er folgt mir nachher, das wäre vermessen, aber er geht mir nachher. Und es ist nicht meine Nachfolge, die mich bei ihm hält, sondern es ist, dass er mir nachgeht. Immer wieder neu mir nachgeht. Das hält mich bei Jesus. Und das ist auch sein Angebot für dich. Er geht dir nach, wo du jetzt stehst. Ich weiss nicht, ob du da gerade bei deinem Maidröscher bist, sehr fixiert darauf, dass Gott deine Kinder verändert, deine Frau verändert, deinen Mann verändert. Ja, Ehe ist ja so eine Art gegenseitiges Renovationsprojekt. Aber manchmal ist auch der Glauben eine Art ein Renovationsprojekt. Wir hätten gerne den Gott so, wie wir finden, müsste er sein. Ich weiss nicht, wo du bist. Eins darfst du wissen, er kommt dich, er holt dich ab und er führt dich dahin. Hey, wer bin ich für dich? Und ich möchte dein Jesus sein. Eine Beziehung hat zu dir. Ich möchte dich nähren, ich möchte mit deinen Erwartungen, ich möchte dir begegnen drin. Vielleicht ganz anders, als du es gedacht hast. Zweiter Grund, warum ich bei Jesus bleibe. Weil seine Vision ist so viel grösser als meine. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist.
Wir Menschen drehen so oft um unsere Geschichten, um unsere Maidrescher-Geschichten, um unsere Brotgeschichten, um unsere Holy Feelings und Holy Wants, hat mal jemand gesagt, um unsere heiligen Gefühle und heiligen Bedürfnisse, die gar nicht immer so heilig sind. Ich habe erlebt, dass es mir manchmal dann am allerbesten geht, wenn es nicht um mich geht. Das ist für mich ein Geheimniswort. Das ist eigentlich ein Paradox, dass es mir am allerbesten geht, wenn es gar nicht um mich geht. Wenn es um ihn geht, wenn es um andere Menschen geht. Es ist so etwas von befreiend. Und ich bin so froh, dass es beim Evangelium nicht dauernd um mich geht. Denn irgendwann wird es mir langweilig mit mir. Ich staune über meine Frau. Dass sie das wirklich noch ein Ja hat zu mir. Denn meine Welt ist manchmal enorm arm und klein. Aber seine Welt, Indien, Leprakranke, GVC, sogar in Aarau, wirkt Jesus. Das ist seine Welt. Und das hat mich bei Jesus zu sehen, es geht nicht um mich. Ein dritter Grund, warum ich gerne bei Jesus bleibe. Er hat versprochen, und entweder ist er ein elender Lügner oder es ist der grösste Trost überhaupt auf dieser Welt, dass er einmal die Welt in Ordnung bringt. Dass er einmal, ich weiss nicht, ob der Himmel voll Maidröscher ist, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine mit Maidröscher? Ja, da wird ganz vieles in Ordnung gebracht, was da nicht in Ordnung gebracht ist. Aber vielleicht merke ich erst im Himmel, dass ich gar keinen Maidröscher brauchte, sondern einen guten Traktor, im Bild gesprochen. Und es kommt der Tag, wo sich die Fragen beantworten, wo sich meine Nöte eine Antwort finden, wo mein Sehnen gestillt wird. Und ich freue mich auf den Tag und ich hoffe, dass ich in meinem Todesmoment mich nicht, wenn denn der unweigerlich da ist, nicht am Leben festklammern, sondern sagen, Herr, ich komme zu dir und dort wird alles okay sein. Und ich freue mich darauf. Ich habe vor einem Monat eine 35-jährige, dreifache Mutter beerdigt. Und am Tag vor ihrem Tod bin ich bei ihr und ich war geflasht, muss ich ehrlich sagen. Die Frau, die sagt, ich bin bereit, ich will heim. Ich will heim. Zu meinem Vater. Und wir alle sind irgendwo irritiert darüber, dass das passiert ist. Wir alle hätten es uns anders gewünscht. 2-jähriges Mädchen ist ja verrückt. Aber diese Selin hat mir gezeigt, dass sie verstanden hat, wer Jesus ist und wer auf sie wartet. So möchte ich sterben. Morgen, übermorgen, 10 Jahre, 30 Jahre. Zu Jesus gehen. Und so schließe ich ab mit dieser Frage und sie wird auch eingeblendet. Wenn Jesus heute vor dir steht und dich fragt, willst du auch weggehen? Was ist deine Antwort? Denk an deine Maidröscher, an dein Brot. Denk an deine Gedanken, manchmal zu gehen. Ich lade dich ein, dass du ihm deine Hoffnungen gibst, deine Erwartungen gibst und einfach zu ihm kommst. Sie loslässt. Ihm erlaubst, dir die Antwort zu geben, die du brauchst und nicht die du meinst, dass du sie brauchst. Versteht ihr, was ich meine? Jesus. Es geht um Jesus. Und um nichts so sehr. Steht doch auf. Ich schließe mit einem Gebet. Jesus, du weißt, was jetzt in unseren Herzen und in unseren Gedanken uns bewegt hat. Und ich möchte mich ganz zu all diesen Menschen hier stellen und auch dir bekennen, dass ich manchmal sehr Maidröscher fixiert bin, Brot fixiert bin, all deine guten Gaben ja so schätze und du gibst sie gern, ich weiss es, aber manchmal verdecken sie mir den Blick für dich. Komm, öffne uns die Augen für dich. Und lehre uns, was es heisst, dich mehr zu lieben als deine Gaben. Lehre mich, was es heisst, dich mehr zu lieben als deine Gaben. Und danke, dass du jeder Frau und jedem Mann, der da drin ist, nachgehst, mit deiner unendlichen Geduld. Ich danke dir dafür. Und ja, ich will sagen, nein, ich will nicht fortgehen. Du hast Wort vom ewigen Leben.
Und ja, ich habe es gesehen, erkannt und geglaubt, du bist der Heilige von Gott. Und schenk uns, dass wir das auch morgen erkennen, dass wir das auch morgen bekennen, dass wir das auch morgen glauben können, weil du uns entgegenkommst. Amen.